Brüssel trafen, war ich, genau, ich freue mich immer wieder tatsächlich in diese internationalen Kontexte reinzukommen und habe auch in den letzten Jahren tatsächlich immer wieder versucht, meine Arbeit im Bereich Stadtentwicklung und Mietenpolitik auch immer international rückzukoppeln, weil ich ja weiß, dass es in vielen Ländern, insbesondere in den südeuropäischen Ländern auch seit der Euro-Krise massive Mietenproteste gibt und wir als Linke auch in Solidarität miteinander darüber diskutieren müssen, wie sich darin auch ein soziales, globales Verhältnis abbildet. Ne? Also wir wissen, dass in den Krisenjahren in Spanien und Griechenland sehr viele Wohnungen gekauft wurden, auch von deutschen Anlegern, die dann wiederum eben die Menschen auf die Straße gesetzt haben und dort die Mietenprobleme oder die Zwangsräumung mit veranlasst haben. Deswegen finde ich es sehr gut, dass wir da tatsächlich als internationale Linke zusammenarbeiten und uns austauschen. Zu Berlin kann man sagen, dass wir 2016 in den Wahlkampf gegangen sind und ziemlich klar war, dass die Koalition aus Sozialdemokraten und Konservativen, CDU und SPD, die haben Berlin vorher regiert, dass die abgelöst werden muss. Denn bis dahin gab es sehr große Probleme, die sich überhaupt nicht lösen ließen, und auch die alte konservative Koalition hat nicht dergleichen getan. Berlin schaut heute zurück auf mindestens 10 Jahre massive Mietenproteste, die vor allem von der außerparlamentarischen Linken, von den sozialen Bewegungen stark gemacht wurden. Und man muss eben wissen, dass in Berlin in den letzten 10 Jahren auch die radikale Linke sehr stark die Mieterinnenorganisierung übernommen hat und sehr klar, also ganze Wohnkomplexe organisiert hat, um dort Mieterinitiativen zu gründen. So kam es nämlich auch, dass Berlin 2014 einen Mietenvolksentscheid hatte. In Berlin gibt es die Volksgesetzgebung, das heißt eine direktdemokratische Mitbestimmungsmöglichkeit, dass man über Volksentscheide und Referenden Volksgesetze erlassen kann. Darüber wurde damals 2014 ein sogenannter Mietenvolksentscheid auf den Weg gebracht, denn schon damals waren die Mieten außer Rand und Band. Und die Idee der Initiatoren damals war es, die landeseigenen Wohnungsunternehmen, denn wir haben 6 landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die immerhin über 200.000 Wohnungen in der Stadt haben, 300.000 Wohnungen, die sozusagen mietrechtlich zu regulieren und dort einzugreifen, denn auch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und Unternehmen haben nicht immer unbedingt eine soziale Mietenpolitik verfolgt. Dieser Mietenvolksentscheid wurde damals von der konservativen Regierung ignoriert, weitestgehend. Und so kam es, dass wir im Wahlkampf 2016 gesagt haben, wir werden dem Anliegen der Mieterinnen und Mieter zum Erfolg verhelfen und haben dann in den Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen sehr klar gesagt, dass wir darauf bestehen, dass die Forderungen des Volksentscheides in die Umsetzung kommen. Man muss wissen, dass in Berlin sehr viele Wohnungen verkauft wurden in den 2000er Jahren. Meine Partei, die Linke, die war früher, ihre Vorgängerpartei war die PDS, die Partei des demokratischen Sozialismus, die hier in Berlin auch schon mal regiert hat, nämlich 2000 bis 2011. Und in dieser Zeit hat auch meine Partei leider Wohnungen mitverkauft, sehr, sehr viele Wohnungen. In dieser Zeit war Berlin pleite und die Bundesregierung, die naturgemäß immer schon relativ rechts war, hat gesagt, entweder verkauft ihr euer Eigentum oder wir werden euch zwangsregieren. Und damals hat man sich dann entschieden, sehr viele Wohnungen zu verkaufen, was zweifelsohne einer der größten Fehler war, die hier gemacht wurden in dieser Stadt und für die wir heute sehr, sehr hart bluten. Und weshalb wir heute in jedem Fall uns verpflichten müssen auf die radikalen Maßnahmen, die möglich sind, um die Mieten zu regulieren und um die Wohnungen wieder in gemeinwohlorientierte Hand zu bekommen. Seit 2011 sind die Angebotsmieten, also die Mieten, die auf dem Markt verfügbar sind, um circa 60% gestiegen.
Und für alle, die es nicht wissen, Berlin ist eine Mieterinnenstadt. Das heißt, in Berlin, diese Stadt, die fast 4 Millionen Einwohner hat, in Berlin sind 85% der Wohnungen Mietwohnungen. Das ist sehr ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Metropolen und es hat was zu tun mit der Geschichte. Also es hat was damit zu tun mit der Geschichte der Teilung. Auch in Westberlin gibt es noch große Mietwohnungsbestände, die zu Zeiten des Kalten Krieges einfach überdauert haben. Aber natürlich in Ostberlin gab es immer einen klassischen Mietwohnungssektor. Und deswegen hat Berlin sehr, sehr viele Mietwohnungen. Und lange Jahre war das so ein bisschen unberücksichtigt. Aber irgendwann sind eben die Mietenbewegungen stark geworden und die sind sehr stolz darauf. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass Berlin so viele Mietwohnungen hat. Denn das Kapital versucht natürlich, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln, damit dort Profite rausgenommen werden können. Das heißt, ein gemeinwohlorientierter Wohnungssektor ist für Kapitalistinnen und Kapitalisten keine gute Sache. Deswegen muss es natürlich darum gehen, einerseits den Mietwohnungssektor zu schützen und ihn vor allem gemeinwohlorientiert zu organisieren und auszubauen und die Versuche, die Privatisierung von Wohnraum massiv zurückzudrängen. Wir haben uns in Berlin dazu entschlossen, dass wir alle möglichen Möglichkeiten der Mietenregulierung ausschöpfen. In Deutschland ist es so, dass das Mietrecht Bundesrecht ist. Das heißt, die Bundesregierung von Merkel und Co. macht die Mietgesetzgebung in Deutschland. Die ist gekoppelt an das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch. Und die Bundesländer haben in der Regel nichts mitzureden. In den letzten 15 Jahren wurde das Mietrecht in der Bundesrepublik Deutschland massiv geschliffen, also verschlechtert. Es gab vor, glaube ich, 15 Jahren eine große Mietrechtsnovelle, die schon weite Teile von Mieterschutz auch weggenommen hat. Und deswegen haben wir es mit einem relativ unsozialen Mietrecht inzwischen zu tun. Immer noch besser als in anderen Ländern, aber verglichen damit, wo wir herkommen, nicht so gut. Und die letzten Jahre war eben die große Frage, wie können wir in Berlin die Mieten regulieren, wenn die Bundesregierung, diese konservative Bundesregierung, genau daran gar kein Interesse hat. Und lange Zeit galt, dass wir eigentlich keine Möglichkeiten haben. Wir haben dann in den letzten 4 Jahren sehr viele umfassende Maßnahmen eingeleitet, um den Sektor der Wohnraumversorgungspolitik sozial zu regulieren. Die Wohnraumversorgungspolitik ist ja deutlich mehr als die Mietenregulierung. Wohnraumversorgungspolitik bedeutet zum Beispiel sozialer Neubau. Neubau durch die landeseigenen Gesellschaften, Neubau durch Genossenschaften. Das bedeutet auch eine soziale Bodenpolitik. Das heißt, wir haben im Koalitionsvertrag 2016 erkämpfen können, darauf bin auch ich sehr stolz, weil ich nämlich das sehr miterkämpft habe, dass wir Boden, der für Wohnungsbau geeignet ist, also Liegenschaften, die für Wohnungsbau geeignet sind, nur noch in Erbbaupacht vergeben und nicht mehr verkaufen, als Land nicht mehr verkaufen. Man muss dazu wissen, dass seit 1990 in Berlin massiv Flächen verkauft wurden, was einerseits damit zusammenhing, dass die Stadt in den 2000er Jahren pleite war, was aber auch damit zusammenhing, dass in Berlin lange das Mantra galt, wir haben so viel Platz, wir brauchen die ganzen Flächen gar nicht. Also viele Regierungen vor uns haben das geglaubt und haben gerade der alte Mauerstreifen, man kann sich das ja vorstellen, wenn man sich Berlin vorstellt, Berlin war ja geteilt durch die Mauer und der gesamte Mauerstreifen waren ja riesige Areale, die alle, also zum Großteil fast alle verkauft wurden. Wer den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg kennt, das ist ja ein angesagter Szenebezirk in der Stadt. Man sagt, dass seit 1990 Flächen in der Größe von Friedrichshain-Kreuzberg verkauft wurden, also Millionen von Quadratmetern. Diese Flächenverkäufe haben eben wirklich viel Schlechtes auch gebracht, weil heute haben wir keine Flächen mehr für Schulen, für alles Mögliche, für sozialen Wohnungsbau und es schmerzt uns sehr und die Bodenpreise sind ins Unermessliche gestiegen. Das macht eine soziale Wohnraumversorgung natürlich sehr, sehr, sehr schwer.
Deswegen ist die Bodenpolitik, für die ich auch kämpfe, die soziale Bodenpolitik, ein ganz wesentlicher Bestandteil in der sozialen Wohnraumversorgungspolitik. Ein ganz wesentlicher anderer Punkt ist aber auch das, worüber ich mit Gary in Brüssel damals redete, die Frage der Zweckentfremdung von Wohnraum. Weltweit erleben wir, dass Städte zu Touristen-Hotspots umgebaut werden. Das heißt, städtische Infrastrukturen werden von Stadtregierungen fast nur noch nach dem Kriterium beobachtet, ob sie für touristische Infrastrukturen herhalten können und ob man noch mehr Touristen in die Stadt holen kann, weil die ökonomische Grundlage vieler Städte heute eben vor allem dieser Dienstleistungssektor ist und eben die touristische Wirtschaft sehr viel Geld in die Städte bringt. Das bringt es mit sich, dass wir weltweit ein ernstzunehmendes Problem mit Airbnb haben. Airbnb ist auch einer meiner Lieblingsgegner, denn dieser Vermietungskonzern verdient ja massiv Geld mit der illegalen Vermietung von Wohnraum zu Ferienwohnungszwecken. Das sind wiederum Wohnungen, die uns einerseits auf dem Mietwohnungsmarkt fehlen. In Berlin reden wir von circa offiziell 24.000 Wohnungen. Das ist ja schon eine sehr große Größenordnung. Wenn man 24.000 Wohnungen selbst bauen möchte, da muss man schon richtig viele Millionen in die Hand nehmen. Also das ist auch volkswirtschaftlich ein richtiges Problem, wenn dieser Wohnraum nicht mehr da ist und man ihn selber schaffen müsste. Hinzu kommt aber natürlich auch das ganze Thema, dass Airbnb den Städten gegenüber überhaupt kein Interesse hat, eine soziale Regulierung vorzunehmen. Und die Mietpreise steigen massiv in diesen Ferienwohnungsgegenden, weil eine Wohnung, die man an 2 Wochenenden im Monat für insgesamt 600 € vermieten kann, ist in Berlin schon so gut wie die Miete drin. Das heißt, eine Wohnung als Ferienwohnung zu vermieten, ist sehr lukrativ. Und man muss es klar sagen, Leute, die sowas machen, machen eben Rendite mit Mietwohnungen. Und deswegen muss das auch strikt verboten werden. Wir haben in Berlin ein sehr, sehr restriktives Anti-Airbnb-Gesetz. Wir haben aber in diesem Gesetz auch reguliert, dass Leerstand von Wohnraum stark sanktioniert wird mit sehr hohen Strafen und dass wir leere Wohnungen, wenn sie nicht wieder auf den Markt zurückgeführt werden, beschlagnahmt werden dürfen. Das heißt, Wohnraum, der länger leer steht und die Eigentümer wollen ihn nicht wieder mit für die Mieterinnen und Mieter zur Verfügung stellen, werden von uns als Staat beschlagnahmt. Das ist eine richtig gute Sache, denn in jeder Stadt, wo es so viele Obdachlose gibt, ist jede Wohnung wichtig und wir brauchen jede Wohnung und keine darf leer stehen. Das sind so im Wesentlichen die Sachen. Wir haben es ansonsten natürlich auch mit Sozialwohnungen zu tun, die privat finanziert sind und auch sehr schwierig zu organisieren, denn das sind ja alte Modelle der Privatanleger, dass sie früher in den 80er, 90er Jahren Wohnungen gekauft haben in Berlin als Sozialwohnung angeboten haben und die sozusagen dann irgendwann aus der Bindung fallen und dann eben sehr teuer werden. Das heißt, die Wohnraumversorgungspolitik ist ein ganz großes Thema und man hat jede Menge zu tun. Vor allem aber ist natürlich das Thema des Mietenwahnsinns weltweit ja ein großes Thema, denn insbesondere institutionelle Anleger haben seit der Euro-Krise entdeckt, dass sie mit Wohnraum sehr viel Geld verdienen können. Wir haben es also inzwischen in Berlin allein mit 1/3 des Wohnungsmarktes ist in der Hand von börsennotierten Unternehmen. Börsennotierte und andere professionelle Investoren beherrschen also 1/3 des Mietwohnungsmarktes. Das ist sehr viel. Ungefähr 1/3 sind noch private Investoren und kleine Vermieter. Und das andere Drittel sind eben gemeinwohlorientierte Anbieter, Genossenschaften oder Landeseigene. Diese institutionellen Anleger machen uns das Leben schwer und ich weiß, dass auch ihr darüber redet, über die sogenannten Geierfonds, die also zum Beispiel Zahnärzte, die in ihre Altenversicherung einzahlen und diese Zahnarztversicherung, also die Rentenversicherung der Zahnärzte, investiert dann in Wohnhäuser und erhöht die Mieten in den Wohnhäusern, um dann die Rente der Zahnärztinnen und Zahnärzte angemessen auszuschütten. Das heißt, wir erleben gerade eine Krise des Neoliberalismus, die in den verschiedenen Sektoren so massiv ist, dass diese Probleme zusammenfallen. Der Mietenwahnsinn ist eben
deutlich verknüpft mit der Privatisierung großer Teile von der Daseinsvorsorge. Und auch dieses Thema ist wichtig zu bearbeiten. Genau, das können wir ja dann nachher nochmal in der Diskussion. Nun ist es so, dass wir in Berlin also gesagt haben, wir tun alles, was möglich ist. Und jetzt komme ich auf den Mietendeckel zu sprechen, denn der interessiert euch aber vermutlich am allermeisten. Es war vor 1,5 Jahren, dass ein Jurist aus Berlin, der Peter Weber, mit dem hatte ich schon vorher viel Kontakt, und der hat eben irgendwann einen Aufsatz geschrieben, wie er eine öffentlich-rechtliche Mietpreisregulierung herleitet, die auf Landesebene möglich ist. Das heißt, obwohl die Mietengesetzgebung ja Bundesrecht ist, über das bürgerliche Gesetzbuch, haben wir jetzt ein öffentlich-rechtliches Mietpreisregulierungssystem eingeführt. Und diese Idee kam eben von einem Juristen, der gesagt hat, jetzt reicht's mal, die guten Ideen müssen auf den Tisch. Und wir haben dann in der Koalition relativ schnell diskutiert, wie das gehen kann. Und es ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir in der Koalition sehr linke, grüne Abgeordnete haben, die mit uns Linken gemeinsam ein großes Interesse daran hatten, jetzt hier wirklich mal radikale Politik zu machen. Die Sozialdemokraten haben sich etwas gewunden. Die wollten nämlich eigentlich nur, dass wir die Mieten einfrieren. Und wir haben aber relativ schnell gesagt, nur Mieten einfrieren löst das Problem nicht. Denn wir wollen, dass die Mieten sinken. Die Mieten müssen sinken. Und dieser bekannte Mietendeckel ist jetzt hat drei Elemente. Das Gesetz zur Mietpreisbegrenzung im Wohnungswesen ist der gesamte Titel, hat 3 Elemente. Der erste Teil ist eben das Einfrieren der Mieten. Das heißt, die Mieten in Berlin sind eingefroren für 2 Jahre, und dann gibt es eine kleine Erhöhungsmöglichkeit, inflationsbereinigt. Aber ansonsten gilt dieser Mietendeckel ja für 5 Jahre. Das heißt, die Mieten sind eingefroren. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist der sogenannte Deckel. Das heißt, da wird bei Neuvermietung, bei Wiedervermietung einer Wohnung wird der Mietpreis gedeckelt. Das heißt, wenn ich jetzt aus meiner Wohnung ausziehe und diese wieder auf den Mietwohnungsmarkt kommt, wird sie entsprechend einer gesetzlich vorgegebenen Tabelle festgelegt. Das heißt, die Vermieter dürfen bei Wiedervermietung nur die gesetzlich vorgegebene Miete verlangen. Diese Mietentabelle, die sieht so aus, ich halte die mal hier so rein. Die hat so nach Baualtersklassen, ich kann euch auch noch mal ein paar Links reinschicken, nach Baualtersklassen sortiert in der Spanne zwischen 3,92 € bis hin zu 9,80 €. Das richtet sich danach, wann das Haus gebaut wurde. Also ein Haus, das vor über 100 Jahren gebaut ist, hat sich ja in der Regel schon 2-mal mindestens amortisiert. Das heißt, wir geben dem Umstand Rechnung, dass Häuser, wenn sie lange stehen, auch irgendwann abbezahlt sind. Und deswegen sind sehr alte Häuser, die eine Sammelheizung haben oder keine Heizung und kein Bad zum Beispiel, gibt es ja auch noch sehr alte Häuser, die haben jetzt einen Preisdeckel von 3,92 €. Wohnungen, die allerdings zwischen 2003 und 2013 gebaut wurden, mit guter Ausstattung, Sammelheizung und Bad, die wiederum, da ist der Deckel bei 9,80 € und dazwischen gibt es eine sehr große Spanne. Das heißt, dieser Deckel, der ist das eigentliche Herz des Gesetzes, denn in der Summe, wenn Menschen umziehen, wird die Miete insgesamt sinken. Die Idee ist ja auch, dass Menschen überhaupt wieder umziehen können, denn in den letzten Jahren haben wir erlebt, dass Menschen in einen sogenannten Mietstreik getreten sind, dass sie also gar nicht mehr umziehen konnten, weil einfach die Mieten auf dem freien Markt so hoch waren, dass man auch nicht mehr umziehen konnte und nicht mehr wollte. Das heißt, wir wollen, dass Menschen auch wieder umziehen können, und in der Summe werden darüber die Angebotsmieten eben sinken. Und das ist eine gute Sache. Wir sehen jetzt schon in den ersten Umfragen, dass die Mieten in Berlin sinken im Vergleich zu allen anderen Städten deutschlandweit. Das heißt, der Mietendeckel greift momentan. Und in einem dritten Schritt ab Herbst 2020, soll es möglich sein, die überhöhten Mieten auch abzusenken. Das heißt, Menschen, die aktuell 14, 15, 16 € den Quadratmeter bezahlen,
sollen ihre Mieten absenken können auf 120% dieser Tabelle, die ich euch jetzt gezeigt habe, die ihr natürlich nicht erkennen konntet, aber das sozusagen auch da preisrechtlich festgelegt auf 120% der vorgegebenen Miete für die entsprechende Wohnung. Dieser letzte Teil wird jetzt erst im Herbst eingeführt. Der ist auch der Teil des Gesetzes, der am meisten in Gefahr gerät, ob er verfassungsmäßig ist oder nicht. Ihr wisst das vielleicht, unser Mietendeckel wird gerade von Verfassungsgerichten geprüft. Das Landesverfassungsgericht Berlin, aber auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich mit dem Mietendeckel. Wir wiederum sind sehr überzeugt davon, dass wir, so wie andere Regierungen auch, durchaus gute Gesetze machen können. Und glauben natürlich, dass wir unseren Mietendeckel gut gestrickt haben, dass er auch vor den Verfassungsgerichten Bestand haben wird. Wir werden das jetzt also erleben, ob das dann im Herbst Bestand haben wird. Diese Absenkungsmöglichkeit greift eben auch deswegen erst im Herbst, weil sie einen sehr umfassenden Verwaltungsaufwand mit sich bringt. Denn die Idee ist ja, dass die Menschen nicht selber vor dem Vermieter die Absenkung der Miete einfordern müssen, sondern das öffentliche Recht ihnen sozusagen die Hilfe gibt. Das heißt also, die Behörden werden dafür sorgen, dass die Mieten abgesenkt werden, wenn sie zu hoch sind. Das war uns sehr wichtig, denn wir wollen nicht, dass die Mieterin und die Vermieterin gegeneinander gestellt werden, sondern wir wollen, dass der Staat dazwischen sozusagen entscheidet. Was ist wichtig zu wissen zu dem Mietendeckel? Das ist natürlich in Deutschland eine spezielle Konstruktion entlang des Rechtes der Länder, das Wohnungswesen zu organisieren. Und es ist ein Verbotsgesetz. Das heißt, eine überhöhte Miete zu nehmen, ist schlicht verboten. Und so wie es verboten ist, auf dem Bürgersteig zu stehen, ist es jetzt auch verboten, eine überhöhte Miete zu nehmen. Und ähnlich funktioniert es dann eben auch. Es ist sozusagen ein ordnungspolitisches Instrument. So viel vielleicht zum Mietendeckel. Ihr könnt ja ganz gerne dann auch nochmal Nachfragen stellen. Was ist noch wichtig? Der Neubau ab 2014, neu gebaute Wohnungen, die nach 2014 gebaut wurden, sind ausgenommen. Denn natürlich müssen die Leute, die 2014 Wohnungen gebaut haben, die Möglichkeit haben, ihre Kalkulationen einzuhalten. Das ist ja auch wichtig. Wir wollen ja nicht die Leute in den Ruin treiben. Wenn es Wohnungseigentümer gibt, die sich in den letzten Jahren sprichwörtlich verkalkuliert haben, weil sie zu teure Häuser gekauft haben und das nicht mehr, die Kredite damit nicht mehr bedienen können mit dem Mietendeckel, für die haben wir einen Härtefallfonds eingeführt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, also einen Härtefall anzumelden und zu sagen, ich brauche Geld vom Staat, damit ich auch weiterhin mein Wohnhaus betreiben kann. Genau, das ist so die Situation. Ansonsten, was ist noch los in der Protesthauptstadt? Das war ja die Frage. Wir haben ansonsten ja noch ein sehr bekanntes Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Es gibt eine Initiative, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die also einen Volksentscheid auf den Weg gebracht hat, der sagt, wir sollen ein Gesetz machen als Landesregierung und darüber alle Wohnungskonzerne und Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen haben, dass die vergesellschaftet werden. Da gab es dann eine relativ lange Debatte, warum 3000 und warum nicht 20. Die Zahl ist schon so gewählt, dass man sagt, also ein Bestand von 3000 Wohnungen ist dann irgendwann so groß, dass die gemeinwohlorientierte Verwaltung der Bestände etwas aus dem Blick geraten kann. Zumal wir wissen über verschiedene Studien von WissenschaftlerInnen, dass eben institutionelle Anleger und große Vermietungskonzerne dann eben genau mit solchen Größenordnungen nur noch auf Shoppingtour gehen, Wohnungen nur noch kaufen, um ihre Rendite zu maximieren. Und genau denen wollen wir das Handwerk legen. Wir wollen nicht, dass mit Wohnraum spekuliert wird. Wohnraum darf keine Ware sein. Das Menschenrecht auf Wohnen, das hatten wir jetzt vorhin schon, Nathalie hat es schon gesagt,
ist in der Berliner Verfassung garantiert. Das Menschenrecht auf Wohnen ist ein Verfassungsparagraph in der Berliner Verfassung. Und dieses umzusetzen, einzulösen, ist unsere Aufgabe. Und mit den institutionellen Anlegern haben wir eben genau das Problem, dass das nicht gewährleistet ist. Ich will ganz kurz, wer sich für das Thema noch weiter interessiert, eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung empfehlen. Ich schicke euch auch gleich den Link in den Chat. Das ist eine Studie von Christoph Trautvetter und Sophie Bonczyk zum Thema Profitmaximierer oder verantwortungsvolle Vermieter. Was sind das für große Konzerne, die sich hier so viele Wohnungen einverleiben? Akelius, Ado Properties, Covivio, Deutsche Wohnen, Vonovia. Was sind das für Konzerne? Was machen die? Wie arbeiten die? Und das haben die eben unter die Lupe genommen. Ich empfehle diese Studie sehr. Und damit komme ich jetzt erstmal zum Schluss und freue mich auf eure Fragen und schicke euch den Link zur Studie gleich in den Chat. Danke, Katalin, für diese Einführung in den Mietendeckel in Berlin, hauptsächlich und die Wohnungssituation und auch Stadtentwicklung in Berlin. Ich würde selbst mal 2, 3 Fragen schon stellen, aber auch das aufmachen für jeden. Also jeder und jede, die Fragen stellen will, kann das machen. Nur wie mache ich das, damit ich das auch sehe? Okay, jetzt sehe ich jeden. Das heißt, wenn man die Hand hebt oder die Funktion zur virtuellen Handheben benutzt, dann kriege ich das mit, dann kann ich das Wort weitergeben. Und Sebastian muss dann aber den Mikro aufschalten. Also wir haben, glaube ich, Mara hat sich gemeldet. Ja. Ja. Dann fangen wir mit Mara an, dann kann ich nachher mit meinen Fragen kommen. Ja, Mara. Hört ihr mich? Ich bin nämlich im Zug. Also vielen Dank erstmal für den interessanten Beitrag. Ich bin gerade dabei, nach Berlin zu ziehen, hoffentlich, wenn das mit dem Studienplatz klappt. Und deshalb bin ich sehr interessiert an dem Thema, weil ich gerade halt auch selbst wahrscheinlich erstmal eine WG suchen werde. Und ich habe aber von verschiedenen Leuten auf Twitter, die auf Twitter aktiv sind, aber auch von Freunden gehört, dass gerade im Moment irgendwie eine Wohnung zu finden in Berlin super schwierig sein soll. Und ein paar von meinen weniger linken Freunden meinten dann, das ist gegen den Mietendeckel. Und das war mir erstmal so eher suspekt als Antwort oder aber ich frage mich dann trotzdem, woher kommt dieses Gefühl, dass es im Moment gerade sehr schwierig sein soll, eine Wohnung zu finden? Sollen wir sammeln oder soll ich gleich antworten? Ja, komm, wir sammeln jetzt die Fragen vielleicht, die da sind, in der Tat. Und dann überschneidet sich vielleicht ein paar Sachen. Dann hat Dodo sich gemeldet. Danke. Vielen Dank, Katalin, für diese Einführung. Ich hatte eigentlich 2 Fragen. Die erste Frage, die ist auf die Problematik dieses Mietendeckelgesetzes bezogen. Und zwar bezüglich der gesellschaftlichen Allianzen. Aber eine Schwierigkeit, die sich uns Linken stellt, ist auch, weil unter den Vermietern gibt es ja auch oft gesellschaftliche Schichten, die man nicht zur Kapitalistenklasse rechnen kann. Und die Problematik, die sich für uns stellt, ist dann natürlich, dass wir riskieren, eine falsche Konfrontation, in eine falsche Konfrontation zu geraten, was uns dann auch die notwendige gesellschaftliche Breitenallianz, was uns da Schwierigkeit macht, um wirklich das konservative Lager minoritär zu halten. Berlin, das Problem stellt sich ja auch in Berlin, weil ich stelle mir auch die Frage, was geschieht, wenn die Konservativen wieder an die Macht kämen in Berlin. Dann würde doch wahrscheinlich wiederum massiv zurückrudern. Also ist das ja auch schon
eine Problematik, die man vor Augen behalten sollte. Die zweite Frage, die ist dann jetzt, die geht aber über die Mietenfrage weg. Das ist diese Regierungsbeteiligung der Linken in Berlin, die ist per se nicht begrüßt. Aber man muss doch auch eben, ich glaube, das ist eine Frage, die stellt sich den Linken in ganz Europa. Und die ist auch eine komplizierte Problematik. Wenn ich mir die Geschichte ich bin Mitglied der Internationalen Kommission der Linkspartei in Luxemburg, und wenn ich mir die Geschichte von PDS bis zur Linken in Berlin ansehe, dann habe ich doch die Impression, dass die Linke, respektive die PDS am Anfang viele Fehler gemacht hat. Weil sie einfach, sie wollte herauskommen aus dieser Schmuddelecke des Kalten Krieges und war bereit und war deswegen auch am Anfang zu allen Kompromissen bereit. Und ich würde auch mal gerne deinen Blick mir anhören zu dieser Entwicklung innerhalb der Berliner Linkspartei und auch, ich glaube, diese neue Herangehensweise, wo sie heutzutage viel mehr durchbringen als früher. Und auch vielleicht die Wichtigkeit dieser Regierungsbeteiligung, um auch die Bürgerinnen und Bürger zu ermächtigen und ihnen Mut zum Protest zu geben. Ich bin der Meinung, dass die Beteiligung der Berliner Linken auch viel dazu beiträgt, den sozialen Bewegungen in Berlin Mut zu verschaffen. Und ich würde gerne deine Meinung zu dieser Thematik hören. Danke, Katharina. Im Voraus. Sehr gerne. Merci, Dodo. Sollen wir noch eine Frage? Eine geht noch. Eine geht noch, ne? Und dann erste Antworten. Dodo, dann, Alain, dann ist es an dir. Warte, Sebastian muss dir noch das Mikro aufmachen oder du dir selbst. Ja, also ist eine kurze Frage. Welche Rolle spielen Mieteinitiativen oder Bürgerinitiativen allgemein in der Beeinflussung des Kräfteverhältnisses in dieser Frage? Ich gehe davon aus, dass das doch eine erhebliche Rolle spielen muss, weil in anderen Städten, außer vielleicht Hamburg, sieht es in Deutschland doch eher anders aus. Und naja, also was hat die Veränderung des Kräfteverhältnisses bewirkt, dass auch die Partei dort andere Positionen bezogen hat und auch, wie du ja betont hast, die Grünen auch in dieser Frage ziemlich aktiv sind. Hier in Luxemburg ist das Problem, dass 3/4 der Haushalte sind Besitzer ihrer Wohnungen oder ihres Hauses. Also ist das schwieriger, aber wir sind keine Großstadt, es ist eher eine Provinz, ja, die immer dicht besiedelter wird, weil immer mehr Leute hier aus wirtschaftlichen Gründen hierher ziehen. Aber was kannst du uns sagen über die Geschichte des Widerstandes in der Protesthauptstadt? Schön, also das sind ja sehr, sehr schöne Fragen. Ich bedanke mich sehr dafür, denn Sie regen jetzt auch nochmal genau die Weiterführung der Debatte auch an. Ich würde ganz gerne bei Alain, heißt du, glaube ich, ne? Beginnen. Die Rolle der Mieterinitiativen. Die Rolle der Mieterinitiativen ist zentral. Deswegen ist auch meine Geschichte, die ich immer erzähle, die ich auch euch heute erzählt habe, beginnt immer bei den Protesten. Es ist eben kein Zufall, dass dass der Mietendeckel hier erkämpft wurde, ist eben tatsächlich auch Ergebnis dieser starken Mieterinnenproteste. Das verknüpft sich auch mit der Frage von Jean Laurent, die Frage des Verhältnisses, des Kräfteverhältnisses. Als wir aus der letzten Regierungsbeteiligung als PDS herausgegangen sind, hatten wir große Probleme, denn wir hatten, nachdem wir diese Wohnung verkauft haben und viele andere Fehler gemacht haben in der Regierungsbeteiligung, uns auch in ein ungutes Verhältnis mit den sozialen Bewegungen begeben. Und
wir wissen das als internationale Linke, das ist auch in anderen Ländern, also die Refundation war ja auch eine sehr bewegungsorientierte Partei, die dann große Probleme bekommen hat, als sie sich von der Bewegung abgewandt hat. Bei Syriza war es ähnlich. Sicherlich waren die Umstände immer ganz eigene. Also ich finde, man muss in der Bewertung sehr vorsichtig sein, denn die Krise, durch die Syriza das Schiff gesteuert hat, war eine ganz andere als die Situation von der Refundation davor oder in Berlin die Krisensituation. Deswegen will ich es gar nicht jetzt im Einzelnen bewerten, aber ich will schon sagen, wir wissen als Linke um genau diese Fehler und das ist ein großes Problem. Deswegen war das so wichtig, dass wir 2016 in die Regierung gegangen sind und gesagt haben, wir geben den Protesten eine Stimme. Und wir gehen da rein und wollen tatsächlich den Hebel umlegen. Zur Wahrheit gehört, dass das nur möglich war, weil die Proteste so groß waren und weil die Mieterinitiativen so groß geworden sind und weil auch die sozialen Bewegungen und die radikale Linke tatsächlich im Kleinen angefangen haben, Mieterinnen zu organisieren. Und da würde ich dann schon sagen, ist das also mich hat das sehr geprägt, denn ich mache so Politik heute. Ich mache heute so Politik, dass ich im Kleinen Leute organisiere und darüber sozusagen Veränderungen auch herbeiführen möchte. Es ist, glaube ich, immer sehr ratsam, als Linke sozusagen den Protest im Rücken zu haben und sich sozusagen auch in gesellschaftlichen Protestbewegungen zu organisieren. Die Mieterinitiativen sind auch nach wie vor sehr stark. Denn wir haben das Problem ja immer noch, dass das Kapital, das internationale Kapital, das Risikokapital in die Stadt kommt und in Größenordnung trotzdem Häuser kauft. Also obwohl wir den Mietendeckel haben, werden hier immer noch Wohnungen und Häuser für sehr viel Geld verkauft. Und das liegt daran, dass einfach die Aktienmärkte so unsicher sind, dass es immer noch lukrativ ist, auf lange Frist gesehen für Anleger ihr Geld in Wohnraum zu parken. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende. Und der Mietendeckel ist eigentlich, der wird natürlich von Vermieterseite und von den Rechten als den großen kommunistischen Angriff verteufelt. Aber in Wahrheit ist es gerade mal sozialdemokratisches Staatshandeln. Also wir haben einfach nur Preise reguliert. Dass wiederum die Sozialdemokraten nicht mehr wissen, wie Sozialdemokratie funktioniert, ist deren Problem. Also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich so offen sagen kann, aber ich mag das eigentlich gerne mal zuzuspitzen, weil eigentlich ist das, was wir machen, hier gerade mal Law and Order von links. Dass wir sagen, also der Staat ist natürlich dazu da, zwischen dem Starken und dem Schwachen zu entscheiden. Und früher hatten wir als Linke darin gar keine Aktie. Das war eigentlich immer Sozialdemokratie, die genau das eingefordert hat. Aber die Zeiten haben sich geändert und der Neoliberalismus hat seine Spuren hinterlassen. Und deswegen ist so ein Mietendeckel jetzt schon kommunistisches Teufelszeug in den Augen vieler Leute. Ich will sagen, dass, weil Jean-Laurent das mit den Allianzen, gesellschaftliche Allianzen und die Konfrontation angesprochen hat. Das ist eine wichtige Frage, denn der Mietendeckel war in vielerlei Hinsicht für diejenigen, die an der vordersten Front standen, eine sehr wichtige Erfahrung. Ich habe sehr viel gelernt im letzten Jahr. Ich hatte auch, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben wirklich einen Eindruck davon, was Klassenkampf bedeutet. Denn in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir meinen es ernst, gab es eine sehr klare Spaltung der Bevölkerung. Das konntest du entlang der Redaktionen von Tageszeitungen sehr gut ablesen. Es hat sich einfach gespalten zwischen denen, die Besitz haben und denen, die keinen Besitz haben. Das war sehr interessant. Also sowohl sozusagen relativ moderate Mitte-Redaktionen, Zeitungen haben sich da wirklich auch gespalten, also als auch zum Beispiel die Taz, die also auch sich gespalten hat in der Frage, naja, aber wenn ich mir jetzt gerade eine Wohnung gekauft habe, habe ich mich doch auf den Markt verlassen und dann ist es doch mein Recht, jetzt irgendwie mit den Mietpreisen zu rechnen. Und die anderen, die gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Ich glaube, es gab nicht diesen Aushandlungskorridor zu sagen, wir machen jetzt nur ein bisschen Mietendeckel. Denn in dieser Stadt, wo die Angebotsmieten um 60% gestiegen sind, aber die Löhne nicht. Im Gegensatz, die Löhne steigen ja überhaupt nicht.
in dieser Stadt war ein deutliches Signal in diese Richtung einfach wichtig. Und wir haben auch eine Debatte darüber, dass nicht alle Vermieter Schweine sind. Das ist so. Es gibt sehr viele gute Vermieter, auch kleine Vermieter. Wir haben Leute, die haben seit Familiengenerationen bewirtschaften die Häuser und die nehmen ganz moderate kleine Mieten. Und die trifft das auch gar nicht. Die sind von der Mietendeckel überhaupt nicht betroffen. Ja, es ist aber sozusagen eine sehr ideologische Debatte, nämlich die Frage, ob der Staat eingreifen darf. Und in der Frage, muss ich sagen, mussten wir uns einfach entscheiden. Denn wir haben eine Verantwortung, dass die Menschen endlich wieder schlafen können. Wir haben in Berlin Umfragen gehabt, 2 Jahre lang, dass mehr als die Hälfte der Berlinerinnen angegeben haben, sie haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Über die Hälfte der Menschen in dieser Stadt konnten nicht mehr schlafen, weil sie ihre Angst hatten, ihre Wohnung zu verlieren. Das ist eine Situation, die das soziale Gefüge völlig auflöst und tatsächlich wirklich massive, also harte Eingriffe auch erfordert. Insofern finde ich, wenn man das abwägt, haben wir uns tatsächlich dafür entschieden, die öffentliche Ordnung zu sichern. Insofern die gesellschaftlichen Allianzen, die sind nicht aufgekündigt. Und zur Information ist auch wichtig, in Berlin, in Westberlin, also wohlgemerkt in Westberlin, nicht in Ostberlin, gab es ja schon mal eine Mietpreisregulierung, die in Westberlin bis 1989 galt. Also Berlin hatte schon eine Mietpreisregulierung in dieser Weise. Das war auch für uns total gut, weil wir immer sagen konnten, ist überhaupt nicht kommunistisches Teufelszeug, gab es nämlich schon. Also Mietpreisregulierung gab es in unterschiedlicher Weise ja auch schon auf der Welt an verschiedenen Stellen. Zu der Frage, wie Regierungsbeteiligung funktionieren oder nicht funktionieren, das ist ein ganz schmaler Grat und ich glaube, dafür sind eben starke Parteien ganz wichtig. Denn wenn sich Regierungsarbeit verselbstständigt, dann ist für Linke auf jeden Fall die Situation ganz schlecht. Wir brauchen eine starke Partei und deswegen bin ich ein großer Fan, immer wieder sagen zu können, dass wir uns als Berliner Linkspartei in den letzten Jahren massiv radikalisiert haben. Und wir haben uns auch in der Regierung radikalisiert. Es liegt an einzelnen Leuten, die Mitglieder in dieser Regierung, in dieser Koalition sind. Das liegt auch daran, dass wir eine sehr radikalisierte Stadtgesellschaft haben und auch eine radikalisierte öffentliche Debatte. Ich meine, wenn man eine Stadt hat, die ein Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen auf den Weg bringt, da muss man schon ein bisschen hinterherlegen, dass man als linke Partei da tatsächlich auch dranbleiben kann. Insofern, ich glaube, die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich ja auch massiv radikalisiert. Das erleben wir die letzten Jahre. Und ich versuche als Abgeordnete mein Ohr und mein Herz auch an dieser gesellschaftlichen Entwicklung dran zu lassen und glaube, es tut gut, wenn wir das in unsere Parteiarbeit einbeziehen und die Partei wiederum klare Ansage in die Regierungsabteilung gibt und dann kann es auch gelingen. Denn was nicht gut ist, wenn Linke in Regierung Angst haben und Angst haben, rauszufliegen. Also bei den Mietendeckelverhandlungen gab es irgendwann den Moment, wo einige von uns gesagt haben, entweder das Ding läuft oder die Regierung scheitert. Und das muss man halt machen. Man kann dann nicht sagen, ja, nee, was anderes war nicht drin, sondern in so einer zugespitzten Situation, wo es wirklich um eine gesellschaftliche Grundfrage geht und das Top-Thema der sozialen Bewegung, da muss man dann ganz klar sagen, nicht mit uns, wir machen das nur, das sind unsere Haltelinien. Und das war tatsächlich ganz gut, dass wir da auch alle auf dem Baum waren und auch die sozialen Bewegungen haben gesagt, ihr müsst es jetzt da und dahin bringen und wir haben auch immer noch eine Schippe oben drauf gelegt. Letzter Punkt, Mara, zum Thema Wohnungsmangel, ja, die Immobilienlobby ist jetzt total gut darin, immer zu sagen, der Mietendeckel verhindert Neubau. Das stimmt auch nicht. Wir haben mehr Neubau als immer, weil natürlich der Neubau vom Mietendeckel ausgenommen ist. Dass jetzt momentan viele Wohnungen nicht auf dem Markt verfügbar sind, ist, ich habe mir das sagen lassen von ein paar Experten, ist wohl weltweit gerade ein Problem, was auch mit Covid zu tun hat.
Also wir wissen das selber noch nicht so genau. Ich würde mich auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist jetzt nur die Corona-Krise, aber die Umzugstätigkeit und die sozusagen Bewegung auf dem Wohnungsmarkt ist natürlich durch die Pandemie auch eingeschränkt. Wir werden das beobachten weiter. Ich bin sozusagen vorsichtig, weil auch wenn die Zahlen von Immobilien Scout kommen, das sind sozusagen auch Akteure, die uns scheitern sehen wollen und die kein Interesse an einem Mietendeckel haben. Insofern, man muss sich sehr genau jetzt die nächsten Monate die Zahlen angucken. Erstens, sinken die Mieten wirklich? Zweitens, ist der Wohnraum immer noch verfügbar oder gibt es eine Verengung? Und wir müssen uns aber auch ehrlich machen, natürlich versuchen viele Vermieter jetzt auch, das zu umgehen. Also wir werden ein Problem bekommen mit Umwandlung, Eigentumswohnungsumwandlung. Dem müssen wir auf anderem Wege begegnen. Und wir müssen das tatsächlich sehr engmaschig jetzt begleiten, welche Ausweichbewegungen es gibt. Das Gute ist, ich freue mich übrigens, willkommen, wenn du dann in Berlin bist, melde dich gern mal. Das Gute ist, dass wir mit dem Mietendeckel zum Beispiel auch das möblierte Wohnen, was ja auch ein riesiges Problem ist, möblierte Wohnungen, die so teuer sind, nur weil ein Bett und eine Lampe drin steht, auch das haben wir gedeckelt. Das heißt, auch möblierte Wohnungen werden vom Mietendeckel erfasst. Danke, Katalin, wirklich für all diese Informationen. Ich wollte vielleicht ein bisschen Kontext auch für dich geben, wie ein paar Sachen anders sind in Luxemburg. Alain hat das schon angesprochen. Bei uns ist es genau umgedreht. Das heißt, wir haben so viele Besitzer, wie ihr Mieter habt, vor allem in der Wählerschaft, weil wir haben ja 50% in Luxemburg sind nicht Luxemburger. Das heißt, die können das Parlament nicht mitwählen und also für die gesamte Bevölkerung sind wir etwas über 70% Besitzer in Luxemburg. Wenn du aber die Luxemburger, also von der Nationalität her Luxemburger guckst, dann sind wir bei 85%. Was natürlich im Sinne von sozialen Bewegungen aus der Mieterecke halt das Ganze auch relativ schwer macht. Jetzt erst vor 2-3 Wochen hat sich endlich mal ein Mieterschutzbund gegründet und da waren es aber auch nicht unbedingt die Mieter, die selbst den Stein des Anstoßes gegeben haben, sondern auch zum Teil Leute, die im sozialen Bereich arbeiten und halt den schwächsten Mietern wirklich auch zur Seite stehen. Und zum Teil eben auch Leute, die eben links engagiert sind. Der andere Unterschied, den ich auch einfach als Info dir mitgeben will, wir haben in Luxemburg im Grunde einen Mietdeckel, der aber jetzt durch einen Prozess auf den Kopf geworfen wurde. In Luxemburg gilt seit 2006 die Regel, dass du im Jahr als Miete Maximum 5% vom investierten Kapital an Miete pro Jahr einnehmen kannst. Das heißt, also da gibt es ein paar Sachen, die von der Philosophie her gleich sind, als das, was du auch erwähnt hast. Das heißt, wir hatten einen Fall auf dem Limpertsberg in Luxemburg-Stadt, wo halt jemand ein Appartement mit 2 Wohnungen gemietet hatte für 1.500 € und er halt keinen Mitbewohner mehr gefunden hatte, der die Hälfte bezahlen wollte, weil auch die Möbel waren sehr alt und waren gar nicht kohärent und so, das war dann nicht sehr attraktiv. Und in Luxemburg läuft das dann so ab, dass du zuerst dem Vermieter musst du dann einen Brief schreiben, per Einschreiben und sagen, hey, ich glaube, das ist nicht nach dem Gesetz und ich fordere eine Reduzierung der Miete an. In dem Fall hat der Mieter gefragt, das auf 900 runterzusetzen. Und als der Vermieter nicht einverstanden war und nach frühestens einem Monat kannst du dann zu einer Mietskommission gehen von der Stadtverwaltung. Und das hat der Mieter dann gemacht. Und der Präsident dieser Mietskommission, der hat aber gemeint, nee, also heute, das ist ja ein guter Preis, sei froh, dass der Vermieter das noch nicht hochgesetzt hat.
Und wenn es dir hier nicht gefällt, das war auch eine Person, die schwarze Hautfarbe war, dann kannst du ja auf die andere Seite der Grenze nach Frankreich ziehen. So. Ich erzähle die Anekdote ein bisschen, weil du halt auch gesagt hast, dass so wie ihr den Mietdeckel angelegt habt, ist es nicht der Mieter, der Vermieter, der gegen den Mieter gehen muss, sondern es ist eine andere Prozedur. Und daraus auch meine Frage, wie ist diese Prozedur? Du hast von viel Verwaltungsaufwand geredet. Wie interveniert die öffentliche Hand da in einem gewissen Moment und sagt, ja, jetzt müssen wir hier die Miete anpassen, ohne dass irgendwie ein Vermieter das meldet? Ich sage schon mal die Frage, ich erzähle die Anekdote, aber auch kurz fertig. Schlussendlich ist das vor Gericht gelandet, weil die Mietskommission nimmt eine Entscheidung und wenn man nicht einverstanden ist, kann man vor Gericht gehen. Und das Gericht hat jetzt, da gibt es eine andere Notion in diesem einen anderen Begriff in dem Gesetz, Valeur marchande comparable, also ein Marktpreis, ein vergleichbarer Marktpreis sozusagen, wo aber nicht ganz klar ist, ob sich das auf das Kauf- oder Baujahr bezieht oder auf das Jahr, in dem diese Anpassung der Miete gefragt wird. Mhm. Und das Gericht hat das jetzt so interpretiert, dass das sich auf den heutigen Markt bezieht. Und dann könnte man in der Tat die Miete sogar raufsetzen. Sodass halt diese Notion vom investierten Kapital jetzt total riskiert, ziemlich auf den Kopf geworfen zu sein. Und auch sowieso wenn man heute was kauft, einfach der Boden ist wird für so viel hohe Preise gehandelt, dass diese 5% auch total über alles schießen, was halt sinnvoll ist. So viel Kontext mit einer Frage verpackt. Ja, deswegen ist es ja tatsächlich entscheidend, ob man den Wert des Hauses, den spekulativen Wert als Grundlage nimmt oder ob man den Verkehrswert, also einen öffentlichen Verkehrswert als Grundlage nimmt. Deswegen ist diese Mietentabelle entlang sozusagen des Baualters und der Ausstattung so wichtig. Wir haben natürlich auf der Grundlage in Berlin, also in Deutschland gibt es ja die Vergleichsmieten, das Vergleichsmietensystem. Das heißt, in Deutschland gibt es die Möglichkeit von qualifizierten Mietspiegeln, wo eben Vermieter und Mieterverbände alle 2 Jahre aushandeln, wie hoch die Miete in bestimmten Lagen für bestimmte Objekte nach Altersklassen ist. Und unser Problem in Berlin war ja, oder in vielen anderen Städten ist ja, dass dieser Mietspiegel immer höher steigt, weil die Vermieterverbände immer wieder sagen, ja, aber unsere Objekte werden immer teurer, der Bodenpreis steigt und die Lage wird immer besser. Also Berlin ist im Prinzip nur noch super Lage, nicht ganz, aber ne, also es ist sozusagen eine massive Lobby und es geht eben immer nach oben. Und wir sind aus diesem Vergleichsmietensystem in Berlin jetzt ausgestiegen. Das ist eben auch ein Novum mit eben mit dem Verbotsgesetz. Deswegen ist es wichtig, dass man eben den spekulativen Wert nicht hat, sondern eben wirklich einen Verkehrswert. Und wie das vom Prozedere ist es tatsächlich entscheidend, dass nicht der Mieter selber den Vermieter rügen muss, weil so ist es ja mit der Mietpreisbremse, die wurde ja vor vielen Jahren in Deutschland von der Bundesregierung eingeführt und die hilft ja überhaupt nicht, weil die Mieten trotzdem weiterhin steigen. Und da ist es ja so, dass auch der Mieter eigentlich den Vermieter anzeigen muss. Und das ist natürlich in der Situation, wo alle Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren, total bekloppt. Weil natürlich macht kein Mensch, schwärzt seinen Vermieter an, wenn er eigentlich Angst hat, die Wohnung zu verlieren. Lieber zahlt er die 50% seines Haushaltsnettoeinkommens, als irgendwie Angst zu haben, seine Wohnung zu verlieren. Und deswegen funktioniert das System ja nicht. Und deswegen haben wir eben das andere System gewählt, dass der Staat sozusagen dazwischen steht. Und das funktioniert so. Alle Vermieter wurden auch über die Vermieterverbände aufgefordert, ihre Mieterinnen und Mieter zu informieren. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern den Brief im Briefkasten gehabt von meinem Vermieter, der dann das Baualtersjahr aufzählt und sagt, also laut Mietspiegel, laut Mietentabelle ist die und die Miete erlaubt.
wir befinden uns drunter, deswegen greift sozusagen der Mietendeckel jetzt nicht, weil meine Miete ist immer noch okay. Wir haben aber ein anderes Problem, dass die Vermieter jetzt momentan die sogenannte Schattenmiete einfordern. Das heißt, die Vermieterverbände haben sich darauf verabredet, den Mietern zu sagen, der Mietendeckel wird ja wahrscheinlich sowieso vor Gericht scheitern. Und für den Fall, dass der Mietendeckel scheitert, wollen wir von euch die Differenzmiete zurückhaben. Und das ist natürlich, das wird jetzt gerade auch vor Gericht geklärt, also das ist alles auch ziemlich schwierig, aber da merkt man erstmal sozusagen, was diese Kämpfe, wie die sich anfühlen und wie die so in real aussehen. Von dem Prozedere, was du fragst, ist es eben so, genau, die Vermieter müssen die Briefe schicken. Ansonsten können sie darüber schon eine Ordnungswidrigkeit begehen. Die Ordnungswidrigkeit ist ja auf maximal 500.000 € angesetzt. Das heißt, das sind die Strafen, die jetzt vorgesehen sind, wenn die Vermieter sich nicht an den Mietendeckel halten. Und dann ist es so, dass Berlin ist ja als Land in 12 Bezirke unterteilt. Und in jedem Bezirk gibt es dann jetzt bald Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Umsetzung des Mietendeckels koordinieren. Und die werden jetzt auch dann entscheidend sein, wenn die Vermieter eben keine Briefe schicken und es nicht von sich aus anzeigen, dann kann man als Mieterin zu dem Mitarbeiter im Bezirk gehen und sagen, hier, ich habe keinen Brief bekommen, was ist da los? Und wenn dann die Absenkung der Mieten kommt, werden diese Mitarbeiter sozusagen die Rügen aussprechen. Das heißt, ich gehe dann hin mit meiner überteuerten Miete und sage, ich habe ein Problem, und dann schaltet sich der Staat ein und fordert den Vermieter auf, die Miete abzusenken. Ansonsten gibt es hohe Strafen. Super, danke. Das klärt schon sehr viel. Wir haben halt auch in Luxemburg jetzt anscheinend bei einer rezenten Kommission im Parlament kam raus, dass man sich jetzt auch dieses System vom Mietspiegel anschauen will, wobei man da halt wirklich nicht viel, dass es keine Besserung bringen wird. Und bei uns kommt dann halt noch dazu, dass viele Mieter bei uns doppelt wie soll ich sagen, doppelt schwach sind im Sinn, dass sie in vielen Fällen halt nicht die Nationalität haben, oft dann auch nicht so viel soziales Netzwerk in Luxemburg haben, aber auch so schon halt strukturellen Diskriminierungen ausgesetzt sind und dann auch noch Mieter sind. Und der Markt der Mieten ist halt sehr reduziert, weil das hängt ja damit dann auch zusammen, wenn man sagt, es gibt nur 15% Mieter. Und was ich noch dazu sagen wollte, es ist 40% der Personen haben mehr als, der Vermieter haben mehr als ein Haus. Also der Besitzer, 40% haben halt mehr als ein Haus. Das heißt, es sind auch viele, die halt, was bei euch ein Drittel ist, das ist bei uns noch relativ viel. Aber wir haben auch mittlerweile das Phänomen, dass halt ganze Fonds kommen und massiv aufkaufen. Eine Frage, die ich noch stellen wollte, ist Härtefallfonds. Wie funktioniert das und gibt es da irgendwie aber auch Bedingungen, weil da wird ja dann die öffentliche Hand mit Geldern intervenieren, damit jemand, der privat im Wohnungsmarkt angelegt hat, nicht auf der Strecke bleibt. Gibt es da irgendwie Bedingungen, dass das Geld vielleicht irgendwann an den Staat zurückkommt? Oder? Ja, genau. Also das Geld wird nicht verschenkt, sondern das sind natürlich Darlehen. Das wird über ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das wird über die landeseigene Bank gemacht, über die Investitionsbank. Und das ist sozusagen, wenn nachgewiesen werden kann, dass das Geld eben nicht ausreicht, dann wird entschieden, dann wird halt geprüft,
ob jemand tatsächlich schon zum völlig überteuerten Preis das Objekt gekauft hat und deswegen eigentlich nicht entlastet werden kann. Also es gibt so einen schmalen Grat zwischen Spekulanten, also Leute, die sich eben an Spekulationen schon beteiligt haben und eigentlich hätten wissen müssen, dass sie eine Wohnung kaufen, die völlig überteuert ist, für die sie massiv hohe Mieten einfordern müssen, damit sie sich überhaupt refinanzieren lässt. Die werden im Zweifelsfall kein Geld bekommen von dem Härtefall. Und dann ist es aber eben auch so, dass die Vermieter auch einen Antrag stellen können, dass sie nicht ganz auf die Miete runtergedeckelt werden, sondern ein Stückchen höher noch eine höhere Miete nehmen können, um ihre Härtefälle, also um eben kein Härtefall zu werden. Ich weiß aber, dass das kaum stattfindet. Also es gibt ganz wenig Härtefallanträge bisher. Es gab ja vorher immer die Diskussion, dass dann im Prinzip alle Vermieter kein Geld mehr haben und zu Härtefällen werden. Das ist aber bislang noch nicht eingetreten. Okay, danke. Gibt es sonst noch Fragen an Katalin aus dem Publikum? Nathalie, und dann hat Alain sich nochmal gemeldet. Ja, Katalin, vielen Dank für deine Erklärungen. Ich habe mir sehr wohl getan zu sehen, dass die viele Arbeit, die ihr geleistet habt, dass das zu Resultaten gebracht hat. Und ich denke, wir müssen uns dann auch noch weiter Mühe geben hier. Die Frage, die ich hatte, du sagst, dass die Zivilgesellschaft euch unterstützt, Protestbewegungen, die Mietvereinigung und so weiter. Was sagen die Sozialarbeiter in Berlin, wenn sie so mit leeren Händen da stehen? Wir haben in Luxemburg fast keine, wir haben eine 2% Mietwohnungen, was ja sehr, sehr wenig ist. Soziale Mietwohnungen. Soziale Mietwohnungen. Öffentliche soziale Mietwohnungen. Ja, ja. Und da stehen die Sozialarbeiter oft halt mit leeren Händen und können den Leuten nicht weiterhelfen. Ich hätte mir da gewünscht, und deshalb mache ich das ja auch jetzt, dass wir als Sozialarbeiter da unsere Stimme erheben würden. Ist das in Berlin der Fall? Sind die Sozialarbeiter da etwas militanter vielleicht als bei uns? Also wir haben ja sehr starke Sozialverbände, die seit vielen Jahren das Problem der steigenden Obdachlosigkeit anmahnen und auch das Problem ist ja, die Spekulation mit Häusern trifft ja inzwischen alle, also Kitas, Kindergärten, Jugendfreizeiteinrichtungen, aber eben auch das betreute Wohnen. Und das Problem ist eben, dass wirklich jetzt die betreuten Wohneinrichtungen, wo suchtkranke Kids mit Problemen und alle möglichen Leute leben, dass die also richtig unter Druck geraten, weil eben Wohnhäuser an Spekulanten verkauft werden. Das heißt, die gesamten sozialen Träger sind seit Jahren mit dieser Misere ohnehin befasst. Sozialarbeiter, die versuchen, Obdachlose in Wohnungen zu vermitteln, verzweifeln, weil es einfach gar nicht möglich ist. Die Frauenhäuser haben riesige Probleme und so weiter. Das heißt, die Spekulation trifft ja alle, die sozusagen unter einer gewissen Schwelle, Reichtumsschwelle sind. Und insofern sind die jetzt nicht erkennbar militant, aber das Thema ist in Berlin, es gibt eigentlich niemand, der da nicht drüber geredet hat die letzten Jahre. Also der Mietenwahnsinn, und das hat eben viel damit zu tun, dass es eben so viele Mietwohnungen gibt, dass es eben dieser große, ernstzunehmende Sektor ist, also fast 90%. Ich meine, was will man da noch sagen? Dadurch gibt es eigentlich niemanden, der das nicht kennt. Und dadurch
ist insgesamt die Stimmung sehr radikal. Also es gab eben vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren, als es losging mit dem Volksbegehren zur Enteignung der Wohnungskonzerne, Umfragen, wo fast irgendwie 50% gesagt haben, der Befragten, sie finden das okay. Sie finden die Enteignung okay. Und da waren wir selber immer völlig überrascht, dass es also wirklich so eine Radikalisierung in der Bevölkerung gibt aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren. Und man muss ja sagen, das ging alles sehr schnell. Also wenn innerhalb von 8 Jahren die Angebotsmieten um 60% steigen, dann ist klar, dass niemand mehr mithalten kann. Und das hat eben auch also diese krasse Spekulation und dieses krasse Anziehen hat eben zu so einer Radikalisierung auch beigetragen. In Luxemburg, da ist ja das Bewusstsein bei Leuten angekommen, dass ihre Kinder sich nichts mehr kaufen können. Und deshalb fängt das Bewusstsein an, irgendwie zu sagen, dass, also mittlerweile ist es in Umfragen vor den letzten Wahlen waren fast 80% der Bevölkerung, also das war das wichtigste Thema, Wohnungsnot im Grunde, also die Situation auf dem Wohnungsmarkt. War schon das wichtigste Thema, aber halt weniger aus der Mietersituation raus. Dann hatte Anna sich gemeldet, noch vor Anna und danach noch Anna. Ja. Nee, Anna vielleicht alle. Kann man mich hören? Ja, okay. Anna und danach Anna. Es gibt, ja, also betreffend das Verhältnis der Wohnungsnot zur Überschuldung. Also hier gibt es 3/4, wie gesagt, der Leute, die ihre eigene Wohnung besitzen. Es gibt aber auch ein ungeheuer großes Problem, hauptsächlich mit jüngeren Generationen, die sich verheiratet haben, zu zweit eine Wohnung oder ein Haus gekauft haben, zu einem ungeheuren Preis. Und direkt stellt sich, die haben ja jetzt eine Wohnung, aber die sind unheimlich verschuldet. Und das Problem kommt natürlich sofort auf die Tagesordnung, wenn sie sich scheiden, sind sie quasi obdachlos. Gibt es also in Deutschland auch irgendwie, also in Berlin, eine Konnexion, also eine Verbindung zwischen der Überschuldungsproblematik der Haushalte und eben die Mieterproblematik? Also mir scheint es hier eigentlich so, dass wir eine Mieterbewegung richtig nur auf die Beine kriegen, wenn wir gleichzeitig auch den Blick werfen auf die Überschuldung der jüngeren Generation der Haushalte und auch, weil hier gibt es auch eine richtige Wohnungselend, eben die Immigranten, die Letztgekommenen, die zu 50 Mann in einem Einfamilienhaus leben oder hausen, zu 8 Leute in einem Zimmer. Also wie stellt sich dieses Problem auch in Berlin oder ist das absolut marginal? Danke. Also ich glaube, insgesamt ist das Thema Überschuldung der Haushalte auch bei uns Thema, aber eben nicht in der Form, ne? Weil es gibt eben die Möglichkeit, Wohnraum zu bekommen, ohne dass man kaufen muss. Und mir scheint, das, was du ansprichst, ist eine Schlüsselfrage für die Mobilisierung von Protest. Denn in Spanien war das ja auch so, dass damals die jungen Leute gesagt haben, sie können diese Schulden des Wohnungskaufs nicht mehr tragen. Und das hat ja auch dann einen großen Beitrag geleistet zu der ganzen Bankenkrise. Also die ganze Auseinandersetzung mit der Bankenkrise in Südeuropa war ja auch dadurch getragen, dass junge Generationen sich mit Wohnraum versorgen mussten und das nur über das Kaufen konnten. Und da eben wirklich dubiose Finanzierungsmodelle in Größenordnung entstanden sind. Mir scheint das, was du sagst, ein Schlüssel zu sein für eine Mobilisierung in der Situation, dass ihr eben nicht so viel Mietwohnungsraum habt, sondern eben die jungen Menschen sich alle überschulden müssen. Ne? Das ist aber bei uns naturgemäß anders gelagert. Also, aber das klingt für mich plausibel.
Ja, in Luxemburg ist es so, dass du halt billiger wohnst, wenn du dich verschuldest und kaufst. Also es gibt halt viele, die Working Poor sozusagen, die halt auch durch die Immigration nach Luxemburg gekommen sind, die keine Eltern haben, die halt dann viel Geld auf der Seite haben, um irgendwie Garant zu sein für deine Schulden, also für meine Schulden oder für die Schulden von dem, der dann kaufen will. Und dann kriegt man nichts bei der Bank und dann muss man mieten und das, was man an Miete bezahlt, ist aber ein paar 100 € mehr pro Monat als das, was man an die Bank zahlen würde, wenn man kaufen würde. Und nachher hat man nichts. Also das, in dem Sinn, so wie der Markt in Luxemburg ist es fast ja, ist es fast ein bisschen ökonomisch gesehen, rechnerisch gesehen blöd zu mieten, anstatt zu kaufen. Aber halt auch, weil die öffentliche Hand nichts in ihrer eigenen Hand hat. Obwohl die Gemeinden und sogar Vereine bekommen 75% vom Kauf vom Boden und vom Bau von einem Haus oder von Wohnungen finanziert vom Staat. Das heißt, und danach kann man ja Mieten einziehen. Das heißt, du kannst ja 20 Jahre Miete einziehen für die anderen 25% und bezahlst deinen Kredit ab. Aber die Gemeinden interessiert das nicht. Also hat das auf jeden Fall lange nicht interessiert und die fangen jetzt erst so langsam an, irgendwie was zu machen und auch nur verschiedene, weil da muss man ja auch Personal dafür haben, das zu verwalten und das zu planen und so weiter. Und die haben im Grunde, Luxemburg hatte nie so viele Wohnungen, aber die wenigen, die wir hatten in Luxemburg, wurden halt auch in den 90er verkauft. Ja. Dann hatte Anna noch eine Frage. Hallo. Ja, wir hören dich, Steffen. Ja, okay, gut. Also meine Frage wäre so eine technische Frage, weil wir fördern immer wieder ein, dass der Leerstand besteuert wird. Und wir werden immer wieder mit diesem Argument konfrontiert, dass es schwierig ist, überhaupt den Leerstand zu überprüfen. Und da wollte ich einfach nur mal fragen, wie macht ihr das, um den Leerstand zu überprüfen? Und ja, was sind das denn für Kosten oder Steuern dann für die Besitzer? Ja, das ist eine schöne Frage. Also früher war es in Deutschland so, dass über die Stromableser die Leerstandserfassung möglich war. Das wurde dann aufgrund von Datenschutz verboten. Das heißt, diese Möglichkeit bietet sich uns leider nicht mehr. Das ist auch ein großes Problem, denn jetzt ist es so, dass wir als Land, das hat auch die Regierung vor uns schon so gemacht, die Leute auffordern müssen, uns Leerstand zu melden oder Ferienwohnung, illegale Ferienwohnung oder illegalen Leerstand zu melden. Da hatten wir natürlich eine sehr schwere Debatte über Stasi-Unrecht und Bespitzelung von Menschen. Inzwischen ist diese Debatte aber weitgehend abgeflacht, weil es auch eine Einsicht in die Notwendigkeit gibt, dass man diesen Leerständen sonst auch nicht habhaft wird. Das heißt, die Leerstände werden gemeldet und dann wird in der Behörde eine Aufforderung an den Eigentümer geschickt, mitzuteilen, was mit dem Haus los ist und warum es nicht genutzt wird. Dann kann der Eigentümer sich erklären. Meistens wird er erstmal Rechtsanwälte damit beschäftigen, dass die den Staat irgendwelche Dinge erzählen. Und wenn das aber geklärt ist und die Eigentümer nicht bereit sind, die Wohnung wieder zu vermieten oder nutzbar zu machen, dann wird ein Treuhänder eingesetzt, eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die Wohnungen, die Häuser saniert und renoviert und die Kosten dafür dem Eigentümer in Rechnung stellt und in Eigenregie wieder vermietet. Das sind aber sehr langwierige Rechtsverfahren. Also wir haben jetzt gerade 2 Häuser am Wickel,
wo das passieren soll, in 2 Bezirken. Und wir brauchen natürlich in unseren 12 Bezirken auch Bürgermeister, die das auch wollen. Weil das Problem ist natürlich, wir haben ja auch nicht nur linke Bürgermeister. Fast keine linken Bürgermeister, um es deutlich zu sagen. Das Problem ist eben tatsächlich, dass die Bezirke das auch machen müssen. Aber die Leerstandserfassung läuft vor allem über die Meldung, also die individuelle Mitteilung. Okay. Und dann war noch die andere Frage, eben wie macht ihr dann das als Linke, um überhaupt die Mieter über ihre Rechte oder über das, was jetzt zum Beispiel zum Beispiel die Mietendeckel und so weiter, wie informiert ihr überhaupt die Mieter über ihre Rechte? Ist das die Aufgabe von der Partei oder von den Linken oder wird das über andere Wege denn gemacht? Also wie gesagt, dadurch, dass es eine sehr starke Mieterinnenbewegung gibt, ist dort viel Wissen natürlich vorhanden. Wir haben sehr starke Mieterverbände seit vielen, vielen Jahren. Und diese Mieterverbände, die machen das sowieso schon. Allerdings, das war mein erster Antrag, den ich geschrieben habe als Abgeordnete, haben wir jetzt in Berlin auch staatlich bezahlte Mieterberatung für alle. Das heißt, in jedem Bezirk gibt es öffentliche Mieterberatung für Transferleistungsbeziehende, die dort in die offene Beratung gehen können, ohne dass sie Mitglied im Mieterverein sein müssen. Und das war tatsächlich ein großer Erfolg, denn viele haben ja nicht mal das Geld, Mitglied im Mieterverein zu sein. Und es war eben wichtig, dass wir öffentliche Mieterberatungen machen, damit die Menschen über ihre Rechte informiert werden. Also das kann man auf jeden Fall machen. Das kostet ja auch nicht wahnsinnig viel Geld. Und hinzu kommt, dass wir aber als Partei oder als Abgeordnete, viele von uns selber Mieterberatungen in ihren Büros anbieten. Also ich habe in meinem Büro auch eine Mieterinnenberatung, die im Monat einmal stattfindet, und eine Sozialrechtsberatung, und das machen von uns sehr, sehr viele. Also wir haben inzwischen keinen Mangel mehr an Mieterberatungsstellen in der Stadt. Genau, insofern ist das echt ganz gut, auch vor allem, dass es die öffentlichen Mieterberatungen jetzt gibt, dass die Bezirke die selber anbieten. Und dadurch ist, glaube ich, auch der Organisationsgrad in den Mietervereinen ziemlich gut inzwischen. Also der war immer gut, aber der ist auch, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut. Da muss ich ja mal ein Praktikum bei dir machen. Ja, das wäre schön. Komm rüber. Okay, danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ist jetzt noch ein Neuer dabei zuzustoßen oder jemand, der unter anderem Namen bei uns kommt? Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch im Chat ankündigen, wenn ich eure Hand nicht sehen kann, weil ihr keine Kamera an habt. Oder ihr könnt diese virtuelle Hand hochhalten, falls das überhaupt geht. Oder einfach den Daumen hoch bei den Reaktionen. Da gibt es diese Emoticons. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous pouvez aussi mettre les questions directement dans le chat ou juste dire que vous avez une question, alors on vous ouvre le micro. Mais je crois que vous pouvez vous-même en fait ouvrir le micro. Ja, ansonsten verabreden wir uns einfach zum weiteren Austausch und dem gemeinsamen Ringen um eine soziale Wohnraumversorgung. Genau. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann danken wir vor allem Katalin für diesen Freitagabend, den du dir genommen hast, teilweise um uns über Berlin zu erzählen, wie das da läuft. Ich glaube, es gab also einen Freund, der sehr stark, was Mieterrecht angeht, engagiert ist. Der hatte Zweifel, ob die Situation vergleichbar genug ist. Aber ich glaube, wir haben sehr wichtige Anhaltspunkte, wie wir bei der Neuauflage vom Mietgesetz, die jetzt ansteht in Luxemburg, wo wir darauf aufpassen müssen, damit wir nicht auf den Leim gehen mit verschiedenen Sachen. Und da ist vor allem das Modell des Mietendeckels und dass da nicht der Mieter selbst sich
ja, den Mut zusammen muss und sich auch Mobbing aussetzen muss, ist halt sehr, sehr wichtig. Das ist auf jeden Fall, denke ich, etwas, was wir heute mitnehmen. Voilà, vielen Dank. Schönen Abend euch alle. Und wenn noch Fragen sonst schriftlich sind, so können die auch immer an uns zugeschickt werden. Ich danke euch ganz herzlich. Es war sehr schön mit euch. Das machen wir wieder. Ja, machen wir. Danke, Katharin. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao. Adi, au revoir. Au revoir. Ciao.